Weihnachten 1946. Gleich nach dem Krieg im 46er Jahr war das Essen ganz besonders rar. Da war ja das schon allerhand, wenn du mit dem Bauern warst verwandt. Nicht zum Verachten war da auch der Onkel aus Amerika. Am Heiligabend, ich schrei Hurra, kommt's Backerl aus Amerika. Von unserer lieben Tante Rosen, gefüllt mit lauter schöne Dosen. Ich reiß gleich auf und reck meinen Hals, weil oben auf liegen gleich 3 Pfund Schmalz. 1 Kilo Bohnenkaffee, schau, eine große Dosen mit Kakao und nebendran die gute Säu, ein Bixen mit Olivenöl. Eine ganz große Dosen Reis, 2 Kilo Mehl, wie Schnee so weiß. Das alles schrieb die Tante Rosen höchst eigenhändig auf die Dosen. Bloß von der Weißblechdosen unten, da war der Zettel halt verschwunden. Was kann jetzt in der Dosen sein? Steckt heute mal die Nasen rein. Ich hab's probiert, gleich ein paar Mal. Das Pulver war geschmacksneutral. Das war nicht sauer, war nicht süß, hat geschmeckt wie eine eingeschlafene Fiers. So haben uns mir den Kopf zerbrochen, was kann man aus dem Pulver kochen. Die Mutter meint, es kann der Schmankerl sein. Da kochen wir jetzt einmal einen Brei. Und haut kurz drauf mit Milch und Ei das Pulver in die Pfanne rein. Befolgt den Rat von unserer Oma und gibt dazu ein Zimtaroma. Und mit dem Einbrennen und dem Zwiebel hat es wirklich geschmeckt, war gar nicht übel. Und dann, es waren so 3 Tage drauf, klärt mit dem Brief sich alles auf. Schuld, das ist ein schwacher Trost, war nur die Schlamperei der Post. Und Tante Rosen schrieb, ihr Lieben, ich schick ein Backerl euch nach drüben. Voll mit lauter gute Sachen und hofft, dass sie euch Freude machen. Was ihr leider noch nicht wisst, mein Schorsch verstarb mit 80 Jahren und stets ein treuer Bayer war. Seinen letzten Wunsch will ich euch verkünden, in Bayern soll er Ruhe finden. Das gibt's da zum Lachen. Drum sei es so wie es sei, setzt ihn in aller Stille bei. Die Asch ist in der Weißblechdosen, in stiller Trauer Tante Rosen. Und so haben wir, ich werde es nie vergessen, an Weihnachten unseren Onkel gefressen.